Sie kennen die Situation, dass eine Arbeitskollegin, ein Arbeitskollege, eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter, ein Geschäftsleitungsmitglied zu euch kommt und euch um Rat zu einem Problem bittet. Oder aber, dass ihr regelmässig mit euren Mitarbeitenden Gespräche führt, um sie zu coachen, um ihnen zu helfen, mit einem oder anderen Thema weiterzukommen. In diesem Zusammenhang werde ich häufig gefragt, was die besten Fragen sind, die sich quasi am meisten über die Zeit bewährt haben. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit 7 Fragen, die ich immer wieder stelle, und ich stelle sie auch immer in der gleichen Reihenfolge. Die erste Frage, die ich mich stelle, ist die: Was beschäftigt im Moment gerade besonders? Das kann ein Projekt sein, wo irgendein Problem auftaucht ist. Das kann eine Person, eine Arbeitskollegin, ein Arbeitskollege sein, wo man ein Problem damit hat. Oder aber, das kann eine persönliche Befindlichkeit sein, ein persönliches Unwohlsein, das man gerne thematisieren würde. Die zweite Frage ist ganz kurz und die lautet einfach: Und was noch? Die dritte Frage ist: Was ist hier die wirkliche Herausforderung? Um was geht es hier wirklich? Die vierte Frage, die ihr stellt, ist: Was soll jetzt geschehen? Was soll eurer Meinung nach als nächstes passieren? Die 5. Frage ist: Wie kann ich euch helfen dabei? Die 6. Frage ist: Wenn ihr zu dem, was wir jetzt besprochen haben, Ja sagen, zu was müsst ihr denn Nein sagen? Also wenn der Fokus irgendwo das Thema um ein Projekt ist gegangen, an welchen Meetings, an welchen Lenkungsausschüssen wollt ihr noch teilnehmen und an welchen nicht mehr? Könnt ihr das Timing einhalten oder müsst ihr es verschieben? Wenn es um Personen geht, ist das Zusammenarbeiten nach wie vor möglich? Muss man sich eurer Meinung nach von dieser Person trennen? Wenn es sich um Muster handelt, könnt ihr die Gewohnheit durchbrechen? Oder geht es darum, dass ihr irgendwie ein neues Verhalten in euer Repertoire aufnehmt? Die 7. und abschliessende Frage ist: Was war am nützlichsten für dich jetzt in diesem Gespräch? Was hat dir am meisten gebracht? Wenn ihr die 7 Fragen regelmässig stellt, dann werdet ihr feststellen, dass ihr da wahre Wunder bewirken könnt. Weil sich die Mitarbeiter und Kollegen und Kolleginnen sehr gut abgeholt fühlen und mit diesen 7 Fragen meistens auch zu einem sehr guten Ergebnis kommen. Ich habe die in einem Blog festgehalten. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, könnt ihr natürlich mich jederzeit kontaktieren und wir schauen miteinander an, wie ich euch am besten helfen kann.